Der Jim hat seiner Mutter alles erzählt, was er über den Kapitän gewusst hat. Ein paar von seinen alten Kameraden haben auf seine Seemannskisten abgesehen. Ja, aber Jim, weisst du denn auch warum? Nein, das hat mir der Captain nie erzählt. Aber da kann man ja selber drauf kommen. Die Männer sind Piraten. Schlimme Seeräuber. Sie überfallen das Schiff und plündern ganze Städte aus. Und darum haben sie es auch auf die Kiste vom Kapitän abgesehen. Du meinst, in der Seemannskiste ist ein Schatz? Das kann gut sein. Am gescheitsten gehen wir jetzt gerade schauen. Der Jim ist mit seiner Mutter zusammen ins Zimmer vom Kapitän. In einer Ecke ist die grosse, geheimnisvolle Kiste gestanden. Sie haben auch einen Schlüssel gefunden, der zur Kiste gepasst hat. Das Herz hat dem Jim vor Aufregung bis in den Hals geklopft und 1000 Gedanken sind ihm durch den Kopf gejagt. Was ist in der Kiste versteckt? Gold und Silber? Edelsteine? Oder kumpelt sogar am Ende etwas Lebendiges raus? Die Mutter hat die schwere alte Kiste aufgemacht. Dann wollen wir einmal schauen. Ein umgedrehter alter Anzug, ein Sackmesser, ein Päckchen Tabak, eine Pistole. Auf dem Boden der Kiste ist nur ein alter, dreckiger Seemannsmantel gelegen, sonst nichts. Die Mutter hat ihn aus der Kiste genommen und dabei ist ein Beutel mit Geldstückchen aus dem Sack gefallen. Das lange gerade knapp, um die Schulden zu zahlen, die der Kapitän bei uns hat. Der Jim war sehr enttäuscht. Er hat so gerne einen Schatz entdeckt. Die Mutter hat die Kiste schon wieder zumachen, wo der Jim einen grossen Brief hat an der Innenwand der Kiste kleben. In diesem Moment hat jemand mit einem Stock an die Tür geklopft. Hallo? Psst, kein Mucks! Hallo? Wir können holen, was uns gehört. Wir müssen sofort verschwinden. Es wird gefährlich für uns. Der Jim hat den versiegelten Brief schnell unter seine Jacke geschoben und ist mit der Mutter durch den Hinterausgang in den Garten gerannt. Es war dunkel und am Himmel hat der Vollmond geleuchtet. Die Mutter und der Jim haben sich hinter einem Busch versteckt. Und darauf haben sie im fahlen Mondlicht dunkle Gestalten gesehen, in das Haus gehen. Der Jim hat jedes Wort verstanden, das die Gestalten zusammen geredet haben. So eine Mistkarte ist weg. Das ist sicher der Schnudri von den Beiz. Und die Mutter, die die Karte vom Kapitän Flint genommen hat. Kapitän Flint? Hat der Jim für sich gedacht. Das ist doch einer der gefährlichsten Seeräuber, die es gibt. Im Jims im Kopf haben sich Gedanken wie ein Rösslispiel angefangen zu drehen. Ist in diesem Brief, wo er in der Jacke trägt, eine Karte? Wieso wollten die Piraten die Karte wollen? Was hat das alles zu bedeuten? Hört, Mann. Findet man das Bürschli und seine Mutter? Weit können sie noch nicht gekommen sein. Als der Jim und seine Mutter das gehört haben, sind sie so schnell wie sie können davon gerannt. Im Hafen unten haben sie den 4 Hafenaufseher von den Banditen in ihrem Haus erzählt. Die haben ihren Ross die Sporen gegeben und sind sofort zum Gasthof galoppiert. Später haben der Jim und seine Mutter vernommen, dass alle Piraten flüchten konnten.